Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will Madame Carol Hartmann ausdrücklich merci sagen, dass sie das Aktualitätsstunde angefragt hat. Weil das ist so ein wichtiges Thema, die Frauenpathologie. Krankheiten, die spezifisch Frauen betreffen, sind auch immer unterrepräsentiert in unseren öffentlichen Diskussionen. Im Gegensatz zu anderen Gesundheitsproblemen, die mehr häufig behandelt gehen. Ein Mangel an Forschung, bestehend Tabuen oder eine ungenügende Sensibilisierung. Die Ursachen für das Aufmerksamkeitsdefizit sind vielfältig. Den Oktober als River mit dem Sujet bleibt. Den Oktober Rose. Als für die Leute über die Krankheit Brustkrebs zu sensibilisieren, die Frauen mit Brustkrebs zu unterstützen und zu informieren, wie wichtig es ist, Krebs frühzeitig zu entdecken, weil die Heilungschancen wesentlich verbessert können gehen. Unter dem 1. Juli 2024 richtet sich das Programm für die Früherkennung von Brustkrebs und Frauen zwischen 45 und 74 Jahren. Alle 2 Jahre schickt die Direction de la Santé eine persönliche Invitation an diese Frauen, für sie anzuladen, eine Mammographie und einem von den 5 unerkannten Depistagezentren am Land zu machen. Ich will das Tribüne nutzen, für über die Problematik zu schwätzen, die an Mengen an öfters unterschätzt wird, die Endometriose. Herr Präsident, laut Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation WHO betrifft Endometriose rund 10% von den Frauen im medischen und gebärfähigen Alter. Weltweit entspricht das bald 190 Millionen Frauen. Bei Endometriose handelt es sich um eine Wurzel von der Schleimhaut, die der Gebärmutterschleimhaut gleicht, das aber außerhalb von der Gebärmutter. Diese Krankheit verursacht viele verschiedene Symptome, die das Leben von Frauen am beruflichen wie auch im privaten Alltag schwer beeinträchtigt. Stark und unheilend Peng während der Regeln oder beim Geschlechtsverkehr, chronisch Backepeng, chronisch Müdigkeit, Übelkeit, Unfruchtbarkeit sowie psychische Probleme wie Depressionen und Angstzustände. Trotz dem signifikanten Impact von der Endometriose auf die psychische und mentale Gesundheit der Betroffenen ist es alarmierend, dass den Durchschnitt 7 Jahre lang dauert, bis eine definitive Diagnose gestellt wird. Das Unverhältnismäßigkeit lange Zeit hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite resultiert diese Verspätung aus einem Mangel an Sensibilisierung an der medizinischen Welt. Peng, die Frauen haben, erleben, gehen nicht echt geholt und gehen oft als normal Regelpeng konsideriert. Die Patientin wird gesagt, sie solle lernen, mit der Peng eins zu gehen. Zudem manifestiert sich die Krankheit nicht bei allen Patienten auf die nämliche Art und Weise. Aber weil Peng an ihrer Intensität variiert, macht die Diagnose noch mehr kompliziert. Auf der anderen Seite ist der Mangel an öffentlicher Sensibilisierung und allgemeiner Kenntnis von der Krankheit ein wesentlicher Grund für die emotionale Notsituation bei den Frauen. Meiner Meinung nach müssen wir auf beiden Niveaus handeln. Den inakzeptablen Delay von 7 Jahren bedeutet Verlust von wertvoller Zeit und den einen oder den anderen Patienten individuell angepassten Behandlung die Lebensqualität der Betroffenen stark verbessern. Aus diesem Grund will ich der Minister das Frage stellen: Wie kann die Erkennung von Endometriose-Symptomen an der Medizin verbessern? Welche Sensibilisierungskampagnen hat die Regierung bislang für diese Krankheit organisiert? Herr Präsident, Beispiel von der Endometriose weist, dass es in der Medizin der Körper von der Frau mit all seinen Spezifizitäten noch immer nicht dieselbe Stelle wert hat wie im Mist. Frauen sind meistens nur ein bisschen mehr klein und mehr leicht wie Männer, aber auch ihre Organe unterscheiden sich teilweise bis an die Zellstruktur und die Enzymzusammensetzung. Auch die Symptome von einem Herzinfarkt können bei Frauen anderer sein wie bei den Männern. Dabei gehen sie oft übersehen oder falsch interpretiert. Norm an der Medizin ist männlich, jung, fit, 178 cm groß und ungefähr 75 Kilo schwer. Nur diesem Maßstab gehen künstliche Herzen
an Hüftgelenker produziert, an Medizindosierungen überraschend. Frauen gehen an der Forschung dacks nicht mehr durchgeholt. Und die Auswirkungen von Krankheit und Medikamenten auf ihren Körper sind auch immer viel zu oft nicht genug erforscht und erklärt. Das muss sich ändern und ich hoffe, dass wir mehr Aufklärung, Diagnostik und Behandlung in Zukunft mehr gendersensibel werden sind. Merci für die Aufmerksamkeit. Merci, Herr Präsident, dafür mal merci für die vielen Interventionen. Merci, dass Madame Hartmann überhaupt die Heure d'actualité auf den Ordre du Jour gebracht zu haben. Und merci alle vier Redner für ihr Input. Ich meine, also in einer Stunde kriege ich nicht alles angepackt, mir habe schon viel Sujets angepackt. An der Menge Vorbereitung habe ich mich orientiert und dem, was Madame Hartmann proposiert hat, 4 Theorien, die spezifisch Frauenkrankheiten, Prävention, Treatmenter von Pathologie femininen, Treatmenter a puncto Gender Health gab, an den Impact auf das Bien-être und Santé mentale von den Frauen, was damit noch nicht so viel angeschwärzt ist. Die spezifischen Krankheitsbilder hängen zusammen mit eben der Anatomie von der Frau, die weibliche Geschlechtsorgane hat, die Pubertät erlebt, die erste Menstruation erlebt, dann das werden eine Reihe Jahren erlebt, Geburt, Schwangerschaft, die eine Hundchance oder Chance oder Schwangerschaft mit erleben, die einen erleben sie flott, die anderen nicht so flott, und dass der Postpartum angeschwärzt ging. Den Postpartum wird bei uns im Land seriös geholt, schon Tour von der Maternität gemacht, noch wenn wir keine offiziellen Statistiken dazu haben, als ein Encadrement von der Frau nach der Schwangerschaft an alle Maternitäten ist Sujet. No der Perimenopause a Menopause du mat Lächwoch schon drüber geschwert, und das haut doch im Promolog geschwart gen denken, dat man do haut am Detail net mi mussssen drop agoen. Dann ginn da woch Krankheiten, die méi hefech bei Frauen optauchen, wéi bei Männer an sich anders manifestieren. An Frauen sind méi hefech mat Trouble de la santé mentale geplot. Was machen wir dann an der Prävention do, wenn's da? Das schon nur geschwart gehen verschiedene Depistages sind en place, notamment den Oktober Rose, den Depistage rund um den Brustkrebs. Und da sind auch verschiedene konkret frohe Gestalt gehen. Madame Berner hat gefragt, wie weit das dann do Partizipation geben, raufgehen. Weil so weit sind wir noch nicht an unserer Recherche, wir stellen just fest, dass ein Taux de Participation Lied raufgeht, das kann viele Ursachen haben. Das kann zum Beispiel als Ursache haben, dass das Sujet ankommt und dass die Frau regelmäßig bei einem Gynäko sieht, man ist schon da einen kleinen Platz, wo ich meine, dass irgendetwas anders ist wie die letzte Jahr. Da schreibt der Gynäko eine Mammographie ab. Aber wenn er dann eine Invitation für das Programm kriegt, da soll ihn eigentlich nicht gehen, weil dann hat er sein Examen gemacht. Da soll ihn 2 Jahre warten, weil es soll die Leute auch schützen für zu viel Bestrahlung. Das kann zum Beispiel eine Ursache sein, für was dann dem Taux de Participation an der Mammographie aufgeht. Aber wie gesagt, da haben wir im Moment keine belegbaren Zahlen, das müssen wir analysieren. Dann ist gefragt gehen, a puncto de Lehen, das wird zu lang, dass wir nicht gut, dass wenn ihr wild dahin gehen, dass ihr nicht dahin könnt. Doch da muss ich die 2 Schienen trennen. Da denkt das Schienen von denen, die effektiv auf das Programm kommen, die sind prioritär. Und dann das Schienen von denen, die über ihre Gynäko kommen. Wenn der Gynäko meint, das misst den außerhalb vom Programm eine Mammographie machen, da muss ihn das argumentieren, da muss wirklich aus der Ordonnance erkennbar sein, für was das eine Urgenz ist. Aber wenn das dann erkennbar ist für den Radiolog, den die Urgenz, den Zettel kriegt, dann sind da auch prioritär. Das heißt auch da, wenn die Leute tut, die bedauern da mal da, die so, ich muss 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate warten, das kann nicht sein. Das muss man verhindern. Aber wenn da eine Urgenz ist, dass die Frau muss eine Mammographie kriegen, weil sie eben etwas in der Brust gespürt oder normal ist an ihre Gynäko, das gerne so hat, dann muss das sein und das signaliert das, wenn ich schläft. A puncto Apparaten haben wir für alle Zentren hospitalier 2 Apparaten zur Verfügung. Und von den 2 ist auch so equipiert, dass den direkt eine Biopsie machen kann.
Dann macht man nach darüber gegangen, dass man mal de Koalition stohlen hun, dat man so sehr wie möglich dat Gesetz iwwer den Virage ambulatoire war eigentlich ke Virage ambulatoire aus gefen op de Leeschulen. Wir sind am Gang Analyse zu machen von dem, was im Terrain besteht. Wir sind am Gang zu gucken, wo wen Fleisch interessiert, wer so etwas abzumachen, an die Evaluierungen laufen. Ich kann nicht aber heute nach keinen Zeitplan gehen, wenn ich mal da bereit sind. Und was wir aber herausgefunden haben, ist, dass es gut wäre, parallel dann das Gesetz über Societäten auch in der WW, für das man die zwei Mann nicht können. Danke. Dann hat Madame Bernard auch noch darauf hingewiesen, dass Krebsbehandlungen nicht nur für Frauen, aber auch für Frauen vielleicht mehr ganzheitlich müssen geguckt haben. Da wäre es gut, wenn man dann, das ist ein vastes Sujet, dass man die vielleicht eigentlich so nachgucken und dann mehr spezifisch auf die ganzen Krebsbehandlungen angehen. Dann haben wir ein Dépistage-Cancer du col de l'utérus, nicht spezifisch en place, über die Direktion von der Santé, da gibt es nicht für ihn spezifisch invitiert, mit Eleven bei den normalen Gynäkos-Rendezvous mit. Das heißt, im Prinzip, um da einen hohen Taux de Couverture an die Question parlementaire, ob die auch geschaut gehen, als wenn es Impfungen waren, auch Krankheitsbilder da aufgebildet, und da sind wir statistikmäßig par rapport zum Ausland extrem gut in der Welt. Was den Impfprogramm IPV angeht, da sind wir am Gang, die Auswertung zu machen von dem Questionnaire. Das müsste an den nächsten 2 Monaten finalisiert gehen, und da kommunizieren wir das natürlich nur draußen. Nächstes Phänomen, das ist die Osteoporose, die dann mit der Menopause oft einhergeht, mir auch schon viel mehr frei kann auftauchen. Auch da sind Gynäkos sensibilisiert, Generalisten auch. Und du siehst ja auch gewohnt gehen, dass der nächste Apparat am Dezember an Betrieb geht, und wir können dann Rendezvous dublieren, wenn wir von einem Apparat auf 2 Apparate gehen. Maladie cardiovasculaire, Dépistage, haben wir eine Aktion en place gesagt gehabt, mit dem Bus du Cœur des Femmes. Und da wird allgemein das Risiko für eine kardiovaskuläre Krankheitsentwicklung getestet. Auch da ist man am Hartmann auf das Programm Young 50 angegangen, den 2021 en place gesagt ist. Die Resultate von dem Programm sind nicht publik gemacht, freut mich nicht für warten mehr. Am April 2024 waren Ali Hasch und Dr. Beissel mit dem Programm an den Konferenzen und dort Resultate präsentiert. Also ich rekommandiere wirklich an all die Doktoren, die dort an dem Programm impliziert waren, rekommandiere, das mehr systematisch in Platz zu setzen. Und die Experten vom Bus du Cœur des Femmes haben das auch gesagt. Also da werden wir an den nächsten Wochen am Main drauf schaffen, für etwas Systematisches in Platz zu setzen. Und besonders muss ich darauf hinweisen, dass nicht nur für Frauen, aber für jeden Verein nicht gut ist, wenn ein kardiovaskuläres Screening möchte. Und die beste Prävention ist gesund essen, sich mehr bewegen, nicht zu viel Alkohol und nicht zu viel Tabak. Wollte ich nicht gerne darauf hinweisen. Gender Health gab es immens viel damit gesagt gehen. Ich denke, du musst nicht mehr am Detail drauf angehen. Die hat gesehen, dass ich zusammen mit der Chancengleichheitsminister in NRW sind, sowohl auf sozialen Medien wie auch nicht auf sozialen Medien. Und wir werden an 25 und 26 eine Semaine de la Santé au Féminin en place setzen, wo das ganze Sujet dann noch besser visibel wird. A puncto Accès, Qualität, Diagnostik, Prävention, auch da sind sozial Hintergründe, kulturell Hintergründe, institutionell Hintergründe, die zu verhindern, dass die Frau mehr oder minder informiert, dass mehr oder minder Accès zu Donnen hat, mehr oder minder kann davon profitieren. Und auch da war vierunter eine Intervention auf den Screening vom Brustkrebs, das heißt den Dépistage, Mammographie, für jeden Verein accessibel ist. Da sind noch schon Questionen parlamentäre dazu gestaltet gehen. Den ist für jeden Verein accessibel. Wir probieren auch Basis zu rekrutieren, das ist all die Leute, die ein Encadrement machen für Frauen, die am toxikomanen Milieu NRW sind, die auf der Straße leben, all die sind sensibilisiert dafür und die gehen mit abgeholt an die Programm. Spezifisch Krankheitsbilder, Endometriose ist oft angeschaut gehen an alle Interventionen, damit besonders von den Damen, die interveniert tun, angeschaut gehen. Das ist eine extrem komplexe Krankheit, eine extrem komplexe Diagnose.
Verbesserungen. Ja, anscheinend gibt es einen Test um Marché, den über eine Spautanalyse erlauben, herauszufinden, ob eine Prädisposition für Endometriose hat. Den Test ist im Moment ein Screening in Frankreich. Die Autorité de la Santé in Frankreich hat ein Programm en place gesetzt, das mit einer klinischen Etude begleitet wird, für überhaupt mal herauszufinden, ob der Test klinisch probant ist. Also solange wie die Etude läuft, können Leute das mitmachen in Frankreich, aber das ist nicht sicher, dass das Resultat eindeutig ist. Das ist also en cours de développement. Die Direktion von der Santé suivait das ganz eng erwähnt, en temps voulu, darüber kommunizieren, wenn wir dann do probant Resultate haben. Der ganze Circuit Endometriose geht heute zuletzt aus dem Spital am Anfang angedurcht. Wir haben pro Jahr 270 Spitalsaufenthalte wegen Endometriose. An den Dossier als mit allen Parties diskutiert gehen und aus dem Moment unhängig beim Comité de Gestion interhospitalière, die dann guckt, für do eventuelle Réseau de Kompetenz auf Beine zu stellen. Auch da werden wir kommunizieren, wenn wir da neue Sachen haben. Ich denke aber, dass wir alle gerne sind, dass die Sensibilisation da nötig ist. Und spätestens, wenn wir dann die Petition konnten halten, werden wir dann gucken, wenn in welcher Form da mehr sensibilisiert wird. Ob der Bussier der Femme war schon angegangen, dann ist etwas, was mit nicht angeschaut ging, ist Schmerz empfangen von den Leuten, die als Frau bezeichnet gehen, weil Schmerzempfinden ist bei denen in anders wie das von den Männern. Kann immer denken, lachenden Armen als Frau so, ja, ich hatte schon den eine Grippe hat, das war viel schlimm wie bei mir. Aber das ist faktuell wissenschaftlich bewiesen, dass mehr Frauen in anderen Schmerzempfinden haben, Männer schmerzempfindlich sind und dafür auch Männer oft bei den Soignern, bei den Doktoren auffällig wird, dass man Schmerzmittel brauchen. Auch da sind Forschungen am Gang, wie man das besser kann an den Griff holen. Dann haben wir auch mehr eine große Prädisposition für Autoimmunkrankheiten zu developieren. Und Medikamente sind noch schon nur geschwatzt, da sind ganz viele Forschungen am Gang, für zu gucken, dass ob die Packungen von den Medikamenten auch genderspezifisch Posologien angeht. Wir sind auch noch immer mehr ausgesagt am Kader von der Conciliation wie professionell und wie familial für durch Stressfaktoren an den Burnout zu geraten. Stressfaktoren tragen aber auch dazu bei, dass das Risiko für Maladie neurokardiovaskuläre an die Luft geht. Und dazu gehören Diabetes, hoher Blutdruck und eben enorme Stress und Risiko an den Burnout zu geraten. Was können wir da machen? Wir sind am Gang, das Circuit besser zu organisieren und besser visibel zu machen. Alkeas, wenn sich nicht gut fühlt, weil wenn sich nicht gut fühlt, dann geht krank, und wenn krank ist, fühlt sich nicht gut. Immer den Generalist besichern, nicht zecken, auch als Frau, wenn meint, ja, heute geht man nicht so gut, vielleicht geht es mal besser. Einker zu viel bei den Doktor ist besser wie einker zu machen. Am Resümé, ja, es gibt den Impact vom Gender auf das Bien-être und auf die Santé mentale. Wie ich schon gesagt habe, wer krank ist, fühlt sich nicht gut, wer sich nicht gut fühlt, der ist krank. Wir werden ein Semaine de la Santé au Féminin en place setzen. Wir werden Sujet mehr oft ausschwätzen. Wir werden eine verstärkte Kampagne de Sensibilisation, notamment für die Endometriose. Und wir werden das Suivi von der medizinischen Entwicklung machen. Wir werden die Recherche unterstützen, Madame Hartmann hat schon ein paar Projekte angeschaut, da sind auch wahrscheinlich neue NRW, auch da wird man Zeit kommuniziert. Aber für und allem, wenn die sich nicht gut fühlt, geht ruhig bei Ihrer Generalist, überweist dich bei Ihrer Gynäko, geht einmal bei Ihrer Gynäko und der Schlüssel liegt an der Prävention. Es so nicht auf jeden Fall vielmals merci für die Interventionen für die Mütter. Wir holen das mal auf den Weg, aber wir werden nicht viel Last drüber geschwatzt. Vielmals merci.